Herr Bürgermeister, der Herr Schaffen, der Herr Ministerin, kommen da nach Noene scheren, der Herren Parteipräsidenten, ich will auch den Parteipräsidenten von der CSV begrüßen, die wir für tun, vergisst gehen, der Herren Deputierten an all Leif-Gäste, willkommen hier an natürlich Leif-Kollegen und Kolleginnen vom OGPL. Den Tag von der Erbisch, das ist ein Tag von mir, alle Frauen und Männer feiern, die weltweit mit ihren Gewerkschaften für Sozialgerechtigkeit, für Frieden und Demokratie, für Freiheit und Gleichheit kämpfen. Nächste Mai gehen wir als Gewerkschaftler von Hautwut den Kampf weiterzuführen. Für die Emanzipation vom schaffenden Mensch, für sein Recht auf eine Welt, wo jeder ohne Diskrimination, ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung gut leben kann. Wo jeder sich an der Arbeit und an der Gesellschaft verwirklichen kann. Am 1. Mai als ein internationalen Tag. Der 1. Mai kennt keine nationale Grenze. Den ersten Tag von der Walmart-Verkäuferin aus den USA, vom Plantagenarbeiter aus Costa Rica, vom Minenarbeiter aus Südafrika, von der Firma aus Japan, vom Bauingenieur aus Russland, von der Journalistin aus Tunesien und vom Stahlarbeiter aus Lützburg. 1. Mai, als Worten da von all den Menschen, denen verwirrt bleibt, hier Arbeit können zu machen. Die weltweit von der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und nach mir schlimm, die extreme Formen von Unfreiheit, Unterdrückung bis zur Gefahr ausgesetzt sind, ihr Leben zu verlieren. An dieser Welt gehen heute traurige Rekorde gebracht. Am Jahr 2017 gab es weltweit 31 Kriege, am mehr wie 65 Millionen Menschen waren auf der Flucht. Und der andere wieder, alle 113. Mensch auf der Welt als ein Flüchtling. Eine Zahl, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erreicht wird. Kriege, Bürgerkriege, Unterdrückung an Extremwirtschaft, Armut sind Ursachen für das Katastrophe. Und der Spitze steht Syrien, wo 50% von der Bevölkerung auf der Flucht sind, 6 Millionen am Land selber, 5 Millionen sind an das Ausland geflüchtet. Dieser Bürgerkrieg wird bis heute 1,5 Million Frauen, Männer, Kinder Leben gekostet. Die nächste an der Liste von humanen Katastrophen sind die Jemen, der Südsudan, Libyen und viele andere Länder, an erster Linie aus Afrika und aus dem Nahen bis Mittleren Osten. Ein zweiter trauriger Rekord ist die internationale Abrüstung. 1.700 Milliarden Dollar sind 2016 weltweit für Rüstungsgüter verpulvert worden. Die USA mit 600 Milliarden Dollar, an Europa mit 280 Milliarden Dollar, für China, aus Saudi-Arabien in der Spitze, NATO-Länder gehen 900 Milliarden Dollar für Rüstung aus, 13 Mal mehr wie Russland. Die 100 Milliarden Dollar machen den Frieden an der Welt nicht mehr sicher, sie machen ihn mehr unsicher. Also sie fehlen als für den Bau von Schulen, von Spitälern, von Wohnungen, auch für Infrastrukturen von beispielsweise umweltschonender Energiegewinnung. Wie viel geben die sozial und ökologisch fortschrittliche Investitionen als Welt mehr friedlich und mehr menschenfreundlich machen?
Am Kampf für den Frieden a für seine Aufsicherung spielt der Kampf gegen den Militarismus und gegen die Obrüstung eine entscheidende Rolle. Als Gewerkschaftsbewegung muss mehr an diesem Kampf an der ersten Reihe stehen. Menschheit braucht schnellstens seine Politik von der internationalen Entspannung, die Gefahr von neuen militärischen Konflikten und Kriegen aufsetzt. Menschheit braucht neue internationale Aufrüstungsaufkommen. Die neue Abrüstungsspirale, die mit der Digitalisierung von den Waffensystemen voll am Gange ist, muss gestoppt gehen. All Säbelgerasse, aller Trump auf von anderen als völlig fehl unter Platz. Wir brauchen keine Abrüstung 4.0. Wir brauchen kein Krieg 4.0. Was wir brauchen, ist ein Frieden 4.0 und dafür stimmen. Wir fordern, dass das Land sich nicht Druck von Donald Trump unterwirft. Wir sind dagegen, dass NATO-Länder hier ein Militärbudget sollen auf 2% herabdrücken. Es muss an die andere Richtung. Wir sind ein Kleinland an der EU, aber wir sind ein kleiner Member an der NATO. Wir haben eine Stimme. Aber wir stehen an der Mitverantwortung für internationale Entspannung und Aufrüstung anzutreten. Der nächste Militärbudget hier am Land darf kein Cent mehr an die Luft gehen. Durch Ebel als Brett für 2019 zum Ostermarsch heute zu Lützeburg abzurufen. Kolleginnen und Kollegen, überall besonders in Europa muss die Genfer Flüchtlingskonvention angehalten und darf nicht weiter verletzt gehen. Der Respekt von dieser Konvention ist untrennbar mit dem Respekt von den UN-Menschenrechtscharta und von der Charta von den Grundrechten an der Europäischen Union verbunden. Wenn die Rechte von den Flüchtlingen Frage stellt, die stellt Menschenrechte an seinem eigenen Land froh. Daneben bewegt das Land. Ungarn ist nur das beste Beispiel dafür. Der Stacheldraht gegen die Flüchtlinge ist nicht zu trennen von der Diskrimination von den Minoritäten urbanen. Und Diskrimination von der Roma ist nicht zu trennen vom Angriff auf Demokratie, auf Meinungsfreiheit, auf die Unabhängigkeit von der Justiz und auf Grundrechte von dem ungarischen Bürger. Gewerkschaftsbewegungen dürfen so eine Politik nicht tolerieren. Sie müssen mit aller Konsequenz bekämpfen. Als Regierung wie all die anderen Regierungen und die europäischen Institutionen müssen diese Verletzungen von den europäischen Treten denunzieren und sanktionieren. Wie das geht nicht tun. Wer einen antidemokratischen und autoritären Virus wirksam bekämpfen will, den sich an Ungarn, an Polen, an der Tschechei, an der Slowakei breit mischt, an den an andere Länder AfD, Front National, Vlaams-Belang, FPÖ oder Lega Nordhecht, dem muss diese Parteien und Bewegungen hier in Nährboden ihre Fonds de Commerce zerstören. An ihren Fonds de Commerce als Angst und Frustration bei großen Teilen von der europäischen Bevölkerung. Lang arbeitslos sind, arm sind ohne Aussicht auf Besserung, sozial und berufliche Perspektiven, die fehlen, schlecht sind oder sich verschlechtern, Angst vor dem sozialen Aufstieg und der Leben von sozialen Ungerechtigkeiten sind die Wirklichkeit, die viele Menschen an den Sog von diesen reaktionären Parteien und Bewegungen treiben. Das muss nicht so sein, das darf nicht so sein. Aber das wird aber so lange der Fall sein. Wir haben in Europa eine Politik gemacht, die die Interessen vom Kapital über die Interessen
vun der Arbeit stellt. Seit méi wie 2 Jahrzehnte sind an Europa die soziale Marktwirtschaft an den Sozialstaat zurückgedrängt gin zugunsten von der sogenannten freier, liberalisierter Marktwirtschaft. Sozialdumping, Lohndumping, Steuerdumping, an Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen und Sozialversicherungen und Europa nicht nur sozial nur gedrückt, sondern sie in Europa auch wirtschaftlich angeschlagen. Wollen die Regierungen an Europa so weiterführen? Wenn nie, verstehen sie endlich, dass das Politik responsabel ist für die Wirtschaft, sozial und politische Probleme und Krisen an Europa. Und wenn nie, verstehen sie endlich, dass in Sozialeuropa die einzige Alternative ist, für aus dem Durchschlamassel herauszukommen. Es muss Schluss sein mit der Politik, die Massenarbeitslosigkeit, Armut und Sozialdeklassierung nicht konsequent bekämpft, an die Arbeit und Arbeitsbedingungen prekarisiert. Es muss Schluss sein mit der Politik, die verhindert, dass Löhne hinter der Produktivitätsentwicklung zurückbleiben. Es muss Schluss sein mit der Politik, die öffentliche solidarische Sozialversicherungen, die staatliche Sozialleistungen an die öffentlichen Dienstleistungen angreift, statt sie zu stärken. Es muss Schluss sein mit der Politik, die Gewerkschaftsverhandlungsrechte und die Mitbestimmung erschränkt statt ausbaut. Wen das nicht versteht, der möchte sich matschelig in der Verdrehung von den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fehlentwicklungen und Krisen an Europa. Wen das nicht versteht, den ist mitverantwortlich für die Auseinanderdriften von den Ländern in Europa, für die Stärkung von nationalistischen, fremdenfeindlichen und reaktionären Bewegungen der Parteien in Europa, die schon an verschiedene Länder an die Regierungsverantwortung kommen sind. Zeit lebt als fort, aber sie ist nach du. De Nojoviel fordert eng Politik, die erstens de Lohndumping an allen Ländern schnellstens stoppt. Eng gëlle Regel fir d' Leen muss fir Europa angefordert gehen. Kein Lohn darf mir hannert der Inflation an der Produktivitätsentwicklung zurückbleiben. Zweitens muss eng zweitgelle Regel angefordert gehen. Bei den öffentlichen Finanzen und der Haushaltspolitik muss für all Land de Weg opgemerkt gehen, für eng stark öffentliche Investitionspolitik machen zu können. Beim EGB, der Europäische Gewerkschaftsbund, schwatzt sich den OGBL für die Emission von europäischen Obligationen aus. Für das alle Länder, und nicht nur ein paar, bei der Kreditaufnahme von akzeptablen Zinsen profitieren können. Drittens fordert OGBL, dass die am November zu Göteborg unterschriebene europäische Seil von den sozialen Rechten verbindlich an europäische und nationale Gesetze umgesetzt wird. Mit just flotten und sympathischen Rekommendationen kommen wir dort sicher nicht weiter. Viertens, Politik an Europa muss konsequent davon Aufstand holen, strukturelle Reformen zu predigen, die salariatsfeindlich sind. Für die Modernisierung von Europa brauchen wir ein besseres Arbeitsrecht und wir brauchen ein besseres Sozialrecht an den einzelnen Ländern. Konvergenz no Uwen muss de Credo sinn vun der Politik an net de Konträr wie dat haut de Fall ist. A fünftens, a letzte Punkt, muss Gewerkschaftsmattbestimmung, mussen Tarifautonomie an gewerkschaftliche Verhandlungsrechte gestärkt gehen. D'OGBL fordert all Parteien, die sich ganz klar für ein soziales Europa auszudrücken, und zwar nicht floskenhaft, mehr mit ganz konkreten Vorschlägen. Und dazu gehört Kritik
und der sogenannter liberaler freier Marktwirtschaft. Das ist zum Beispiel inakzeptabel. Das Profitinteresse von einem Konzern d'allgemein Interesse von einer kohärenter Industriepolitik an Europa mit festtrippeln kann. Der Familie Mittal sind Arbeitsplätze pubegal. Die Restrukturierungspläne greifen produktiv Standorte wie ArcelorMittal in Nass an ganz Europa. Brechen Ketten von der Zooerweiterlieferung am menacieren über 10.000 Arbeitsplätze. Dem muss ein Ende gesagt gehen. Wir brauchen Spielregeln an Europa, die so Restrukturierungen verbieten. Roger Biel fordert als Regierung ab, alles, aber auch alles in Gang zu setzen, für ArcelorMittal Diddling sind 300 Arbeitsplätze an Lohn an die Arbeitsbedingungen von Eisenleit aufzusichern. Hier geht es nicht um eine Fabrik, die noch nicht da ist. Hier geht es um einen ganz wichtigen Betrieb, der besteht. Hier geht es um einen wichtigen Teil von unserer Industrie. Hier geht es um eine Stahlindustrie. Die 300 Salarien können auf Nogibel zählen. Wir werden alles machen, für ihre Arbeitsplätze und ihre Arbeitsbedingungen zu retten. Sie können auf unsere Solidarität und auf unseren Ersatz zählen. Kolleginnen und Kolleginnen, unser Lohnsystem, das wir heute zu Lützeburg schon besteht aus 3 Säulen. 2 davon funktionieren direkt über Gesetz, den Index und den Mindestlohn. 8 Jahre lang, zwischen 2006 und 2013, haben die von der CSV angeforderte Regierung den Index angegriffen. 8 Jahre lang wird der heutige Präsident der Europäischen Kommission und demalige Premierminister Jean-Claude Juncker mit dem Patronat am Rücken alles probiert, für unseren Index strukturell zu verschlechtern. Das ist ihm nicht gelungen. Kein eng Indexrange ist weggefallen. Keine Manipulation vom Wurfkurs ist durchgegangen, und das auch nicht bei seiner populistischen Forderung von einem plafonierten Index beurteilt. Schuld und seinem besser Verlustschwärmen war unser konsequenter Widerstand. Sein einziger Succès waren die zeitlich überflüssigen Verschiebungen vom Ausbezahlen von den einzelnen Indexbranchen. Und das war es. Die aktuelle Regierung hat ab 2014 Gesetz über den Index normal funktionieren lassen. Die Indexbranchen sind aller Fall, und das zum Zeitpunkt, wie das Gesetz vorgesehen. Auch wenn wir durch die Inflation lang auf den Sprung von den einzelnen 2,5% werden müssen. Beschlossen heute ein ganz wichtigen Appell und Parteien, die lo an die Wahl gehen, setzt ein ganz wichtigen Satz an ihr Programm, respektiert den zu 100%, wenn er eventuell an die neue Regierung kommt. Der wichtige Satz ist, Eispartei wird Gesetz zum Index an keinster Weise vorstellen, an Eispartei schließt all Manipulation vom Indexgesetz aus. Soll an der kommenden Legislatur die Regierung probieren, sich um Index zu vergreifen, da werden durch GBL all gewerkschaftliche Mittel und Betonung leider bald in Gang setzen für den Index zu verteidigen. Das Warnung geht auch um Duell, die 2014 Decision von der Regierung zum Index boykottiert wird. Duell soll nicht vom Dialog, sozialen Dialog schwätzen, sie sollen endlich machen. Kein Ugriff mehr auf den Index droht Lin vom OGBL, also gezogen, Kolleginnen und Kollegen. Die zweite gesetzliche Seite von unserer Lehne ist der Mindestlohn.
an den muss 10% rup. Das Forderung, die OGBL 2015 stellt, als voll am Anklang mit der europäischen Seite von den sozialen Grundrechten, die der Premierminister am Namen von der Regierung unterschrieben hat. Aber nicht eine Partei aus der Regierung. Der LSAP hat sich für die Erhöhung vom Mindestlohn ausgesprochen. CSV, die größte Oppositionspartei, hat positive Signale an die Richtung gesendet, an die Lenk unterstützen die Forderung von OGBL. Es ist nur nach Zeit, ein Gesetzesvorschlag zu machen. DP an die Grünen müssen Pferd bekennen und nicht auf Zeit spielen. OGBL wäre dann noch froh vom Mindestlohn nicht los. Das ist inakzeptabel. Wenn Mann oder Frau 40 Stunden arbeiten, aber mit einem Lohn heimgehen, den es nicht erlaubt, zu Lützeburg dezent zu leben. OGBL kann nicht akzeptieren, dass der Mindestlohnverdiener auf Sozialhilfe angewiesen muss sein, für leben zu können. Das ist inakzeptabel an engem von den reichsten Ländern von der Welt, an einem Land, war der Punkt der Produktivität und der Weltspitze ist. Das Verteilungsschieflage zwischen Arbeiter und Kapital muss korrigiert werden. Und korrigiert muss auch die Schere an der Lohnhierarchie. Am Verlauf von den letzten Jahren wies nämlich zu, von den Salarien hier am Land am innersten Lohnsegment, an den innersten 20% an die Zahl wies überproportional. Das heißt, immer mehr Leute hier am Land verdienen wenig, und immer mehr Leute hier am Land verdienen zu wenig. Die Leute aus dem Handel, aus dem Nettoyage und aus vielen anderen Betrieben können darüber ein Liedchen sagen. Das ist ein Problem von der ungerechten Verteilung von den wirtschaftlichen Resultaten an der Produktivität. Und dieses Problem kann nicht mehr über direkte Lohnerhöhungen gelöst gehen. Der OGBL wird an der Sache kein Millimeter nachlassen. Wir haben seit 2015 alle Argumente für die notwendige strukturelle Erhöhung von Mindestlohn aufgeliefert. Und nur den Argumenten könnte nach just etwas, Kolleginnen und Kollegen, das ist Gewerkschaftsaktion auf der Straße und an den Betrieben. Die Drittzeit von unserem Lohnsystem sind als Kollektivverträge. Heute will ich auf 2 Punkte nachkommen. Nächsten, als die von der allgemeinen Lohnentwicklung zu Lützeburg die realen so bleiben, hat der Produktivitätsentwicklung zurück. Wenn es gut die Europäische Kommission für Lützeburg eine sogenannte moderate Entwicklung, wie sie es nennen, von den Löhnen feststellt, da wissen wir, dass wir als OGBL mit unseren offensiven Lohnforderungen an die Kollektivvertragsverhandlungen richtig schleichen. Die Lohnquote darf nicht weiter raufgehen, die Wirtschaftsresultate müssen mehr gerecht abgedeelt gehen. Und davon müssen alle guten Leute an den Betrieben profitieren, nicht nur die, die ganz oben an der Betriebshierarchie sind. Die letzte Remarque gilt unter anderem für den Banksektor. Stichwort Stock Options, vergoltete Parachuten an überzogene Boni. Die ABBL, Patronatsorganisation, soll mal die Praktiken vorstellen, statt Alkeiers beim Nicht-Ausbezahlen von der Juniprime zu drohen. Eine mehr gerechte Verteilung von den Betriebsresultaten am Banksektor muss noch kommen, an den OGBL fordert der ABBL op, endlich hier Lohnblockade abzugeben.
Hallo sind Sie betraff, die du der Seite stehen mit den Banderollen, weil der ganze UGBL steht auch solidarisch hinter dem Syndikat Bau an die Leute aus dem Bausektor, die am Gange sind, sich für den Konflikt zu mobilisieren, auf 14. Der Bausektor Der Bausektor boomt und es gehen exzellent Geschäfte gemacht. Der Spielraum für eine solide Lohnverbesserung für uns Leute ist da. Sie haben es verdient. Patronat muss eine seriöse Lohnproposition auf die Verhandlungstisch legen, sonst geht es Richtung Erbskampf. An die Forderung für solide Lohnerhöhungen ersucht Lin auf vielen anderen Kollektivvertragsverhandlungen, wie beispielsweise am Transport, wo ich heute leider auf das ganz traurige Beispiel von aktuellen Verhandlungen bei Luxtram angehen muss. Hier wird am Klänge probiert, das zu exerzieren, was der Macron auf Frankreich am großen Stil am Gange ist zu machen. Nämlich den öffentlichen Transport hier zu Lützeburg mit schlechten Arbeits- und Lohnbedingungen funktionieren zu lassen. Das ist beim OGBL und am Landesverband nicht zu machen. Nur der größte Show. Bei der Aufweichung vom Tram verlangen wir vom Verkehrsminister an der Bürgermeister von der Stadt Lützeburg eine positive Reaktion auf unsere Forderung. Es wäre schön, weil wir in Frankreich die Räder vom Tram nicht mehr rollen geben. Der zweite Punkt, Kontext von Kollektivvertragsverhandlungen, auf denen ich angehen will, ist Notwendigkeit, kollektivvertraglich Verhandlungsrechte gesetzlich zu verbessern. Das aktuelle Kollektivvertragsgesetz gibt der neuen Betriebslandschaft von Lützeburg nicht mehr gerecht. Bei der extrem hohen Unzahl von kleinen und Mittelbetrieben mit ganz unterschiedlichen Dienstleistungen und Produktionen ist es objektiv nicht machbar, für all diese Betriebe einzeln Kollektivverträge auszuhandeln. Das erklärt auch, für was für viele Salarien hier am Land keine oder zu niedrig Reallohnentwicklungen stattfinden, als sie auch bei den allgemeinen Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise bei den Arbeitszeiten, nicht weiterkommen. Darüber freut sich just die Patronat und die Aktionären, die sich damit Tasche füllen. Damit ist Tarifautonomie von der Gewerkschaft auf Frage gestellt. Damit ist Recht auf Kollektivverträge für Zehntausenden und Zehntausende Männer und Frauen immer mehr nach just ein theoretisches Recht. Und das ist ja aber genau das, nämlich Recht auf Kollektivverträge, was ihr Kollektivvertragsgesetz garantieren soll. L'OGBL fordert politische Parteien op, sich für ein modernes, fortschrittliches Kollektivvertragsgesetz stark zu machen, ein Kollektivvertragsgesetz, das neu Gleichgewicht schafft. An Heimat wird auch ganz viel Diskussion über die Ladenöffnungszeiten zu denen die Lorem ausgebracht ist. Patronat und Demokratische Partei fordern die Totalliberalisierung von den Öffnungszeiten. Es kann nicht lange darüber streiten, ob das an irgendeinem Sinn sinnvoll
für die Gesellschaft und für die Sozial zusammenleben ist. Was aber feststeht, dass die Liberalisierung von Öffnungszeiten wirtschaftlich den Interessen von den großen Supermarktketten und Konzernen an Quette spielt. Aber was auch feststeht, dass hier Zehntausende von Salarien an der Stelle in Frauen, Derbes und Lebensqualität sich drastisch nach weiter verschlechtern geben. Die Forderung von der Liberalisierung von den kleinen Öffnungszeiten also schlagend Gesicht für alle Politik, die dafür antritt, Derbes an Privatleben besser zu harmonisieren. Sie also schlagend Gesicht für alle Politik, die dafür antritt, dass sich Konditionen von der Frau verbessert. Denn OGBL will ein Gesetz, das ganz klar die Ladenöffnungszeiten limitiert. Aufweichungen davon sollen möglich sein. Unter enger Bedingung. Wenn es über dasselbe Gesetz obligatorisch wird, dass Derogationen, Aufweichungen dann möglich sind, was sie über den Weg von Kollektivverträgen oder interprofessionellen Verträgen zwischen Patronat an den national repräsentativen Gewerkschaften ausgegangen sind. Damit über diese Wesen die legitimen Arbeitszeit an Lohninteresse von den Leuten aus dem Kommerz zu verteidigen und umzusetzen. Das muss die Politik endlich verstehen. Wenn nicht, da werden wir auch hier Plätzchen für gewerkschaftliche Aktionen zu machen. Kolleginnen und Kollegen, das Recht als eine von den wichtigsten Errungenschaften der Gewerkschaftsbewegung. Am Kapitalismus hat das Recht eine Hauptfunktion. Und das ist der Schutz gegen eine ungebremste Ausbeutung von der Arbeit. Den Arbeitskontrakt, der Kündigungsschutz, der Mindestlohn, die Limitation an die Regelung von der Arbeitszeit, Mitbestimmung an den Betrieben, gewerkschaftliche Verhandlungsrechte für die Kollektivverträge und so weiter, sind nicht vom Patronat gefordert gehen, bis sie gegen das Patronat erkämpft gehen. Patronat tritt nicht für eine Verbesserung vom Arbeitsrecht an. Entweder strebt es die Direktverschlechterung an oder setzt Quert vom Stillstand. Aber wann? Produktion sich an einem schnellen Wandel befindet, wie das an dieser Zeit der Fall ist, da bedeutet all Stillstand am Arbeitsrecht eine Verschlechterung vom Arbeitsrecht. Und genau, da liegt das Problem hier im Land. Es gibt viel Changement an der Arbeitswelt, und das Arbeitsrecht lebt mit Kretschen nur. Diskussion über den Camp des Printemps ist ein gutes Beispiel dafür. Der Verhandlungskompromiss, den 2004 am Wirtschafts- und Sozialrat zwischen Patronat und Gewerkschaft gefunden wurde, ist zu keiner Regierung bis heute umgesetzt. Das Resultat kennen wir. Duell will nach schüssem Schlachtgesetz, dass der Schutz von Salarié bei dieser Arbeitszeitflexibilisierung nicht garantiert. Als das der Weg, wie man es der bis 4.0 vorstellen soll, sind das die Antworten, die Salarien sich von der Politik an dem sogenannten Rifkin-Prozess zu erwerben. Wie soll über die Donnerweise eine bessere Harmonisierung zwischen Arbeit und Leben stattfinden? Dafür als Kritik und dafür aber auch als Forderung und die aktuelle Regierung für ein Gesetz, das Grundprinzipien vom Akkord 2004 vom Wirtschafts- und Sozialrat abgreift. Kolleginnen und Kollegen,
D'Erbesrechtheit zu Lützeburg muss fir d'Parteien nur zu eng zentralen Thema gehen. Diskussion iwwer d'Erbecht vun der Zukunft an de gewerkschaftliche Rechter vum Salariat steht lo un. Diskussion iwwer d'Erbecht 4.0 derf net Kollegen und Kolleginnen an die falsche Richtung gehen. Dabei als Appes ganz wichtig. Neue Formen von der an der Erbeszeitorganisation sind kein Naturgesetz. Sie sind geschaffen von Menschenhand. Sie können so oder so ausgesehen. Anders so als doch mit der Erbecht am Zeitalter von der fortschreitenden Digitalisierung von der Erbecht. Der Erbecht 4.0 wird enorm Potenzial für eine Negativentwicklung von den Erbesbedingungen an den Erbesverhältnissen. Mit der Erbecht 4.0 wird auch enorm Potenzial für eine sozial fortschrittliche Gestaltung von der Erbecht und für die Verbesserung von unseren Erbesbedingungen. Am Dat ist der Weg, den OGBL für Lützeburg fordert und für denen kämpfen wird. Parteien sind aufgefordert, sich für eine fortschrittliche Modernisierung vom Erbesrecht anzusetzen. Die erste Mission ist der gesetzliche Schutz gegen prekäre Erbesverhältnisse. Ein normaler Erbeskontrakt muss besser geschützt gehen. Für alle meine Jugend wird der Recht darauf, durch die Ausbildung so schnell wie möglich an gut Erbecht zu kommen. Dazu ein Klammer auf. L'OGBL fordert, dass das Gesetzprojekt über Stage und Entreprise noch gebessert wird. Klammer zu. Das Erbesrecht muss alle Formen von Scheinselbstständigkeit ausschließen. Das Erbesrecht muss zum Bollwerk gehen gegen alle Formen von Rechtslosigkeit bei den Erbesverhältnissen. Die digitalen Plattformen à la Uber sind just spitz von dem Eisberg, den der Schutz der Erbecht grundsätzlich auf Frage stellt. Der Wandel an der Erbeswelt kann eben dann sozial fortschrittlich organisiert gehen, wenn die Aufsicherung von der sozialen und der beruflichen Perspektive vom einzelnen Salarié am Fokus steht und zum Ausgangspunkt von der Evaluierung geht. Garantie auf Erbecht und Garantie für die sozialen und beruflichen Perspektiven müssen zum Richtwert gehen. Seit mehr wie 10 Jahren fordert der OGBL die längst fällige Reformen von den Gesetzen über den Maintien dans l'Emploi, über die Sozialpläne und über die Verhütung. Das Forderungen haben nicht in ihrer Aktualität verloren, und diese Forderungen müssen an der nächsten Legislatur umgesetzt werden. Im modernen Erbesrecht hat der Erbesrecht 4.0 sozial fortschrittlich gestaltet will, setzt aber nach etwas Ernstes voraus. An der Voraussetzung ist der positiven Ausbau von der gewerkschaftlichen Mitbestimmung vom Salariat. Ohne neue Rechte und Möglichkeiten von der gewerkschaftlichen Mitbestimmung als einen positiven Einfluss vom Salariat auf die zukünftige Gestaltung von der Erbecht, von ihrer Organisation, von dem Ersatz zu neuen Technologien, von den Arbeitszeiten und von den Arbeitsbedingungen am Allgemeinen nicht zu denken. Der Hand vom Kapital muss ein stark Kollektivhand vom Salariat entgegengesetzt gehen, an das als Gewerkschaft. L'OGBL wird das an der Auseinandersetzung bei der Reform über das PAM-Gesetz unter Beweis gestellt. Patronat wollen ein gesetzliches Autobund für deregulierte Arbeitszeiten, für eine Flexibilisierung von den Arbeitszeiten gegen die Arbeits- und Lebensinteressen vom Salariat. Zwar konsequente Widerstand vom OGBL, den das verhindert wird, an den OGBL wird Verbesserung gegenüber dem alten PAM-Gesetz durchgesetzt.
Eng stark Gesetzverhandlungs- und Vertragsfähigkeit von der Gewerkschaft wird auch entscheidend sein für das Ausgesehen von den Arbeitszeitmodellen. Es muss ein ganz neue Recht angefordert in die angepasst und Vielfalt von den Bedürfnissen von den Salarien für eine gute Harmonisierung zwischen Arbeit und Privatzeit garantiert. Das sogenannte Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben können und müssen klare Grenzen gesetzt gehen. Dafür von einem Recht auf Dekonnexion an eine Überschaffung von der aktuellen Aufmachung vom Teletravail stehen auf der Prioritätenliste. Das gilt auch für die Abführung von einem Recht auf Teilzeitarbeit, auf Wunsch und Salarié a Vollzeitarbeit umgewandelt wird. In diesem Zusammenhang fordert der GBL, dass eine neue Regierung einen gesetzlichen Akzent setzt gegen die unfreiwillige Teilzeitarbeit, die heute immer mehr an erster Linie Frauen imposiert wird, ganz viel am Handel und am Nettoyage. An der weiteren Arbeitsintensivierung, der Intensivierung von der Arbeit muss auch klar Limite gesetzt werden. Produktivität, die an der digitalisierten Arbeitswelt weiter potenziert wird die notwendigen Spielräume für die Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich schaffen. Die Arbeitszeitverkürzung wird just vier. Sie schützt den Mensch als eine Gesundheit für eine grenzenlose Arbeitsintensivierung. Sie ist ein wichtiger Beitrag für eine bessere Harmonisierung zwischen Arbeit und Privatzeit. Als sie sucht, am Fall von drohender Vernichtung von Arbeitsplätzen für eine mehr gerechte Verteilung von der Arbeit und für den Aufbau von der Arbeitssucht. Und da komme ich zum Problem von der Überwachung auf der Arbeitsplatz. Kolleginnen und Kollegen, du musst nur direkt klare Grenzen gesagt. Zertament, als noch GBL am Gang alles zu machen, für zu verhindern, dass hier im Land gesetzliche Umsetzung vom neuen europäischen Reglement über den Datenschutz zu einer menschenunwürdiger Überwachung auf der Arbeit führt. Der GBL rief heute den Premierminister und den Arbeitsminister dazu ab, dass endlich diesem Dossier ein gut Ende gemacht wird, am Interesse von allen Salarien hier zu Lützburg. Da habe ich 4.0. Stellt uns auch für große neue Herausforderungen, was den Schutz von der Gesundheit und der Sicherheit auf der Arbeitsplatz angeht. Dafür kommen wir nicht mit der Lernst, dass die GBL seine Forderung für den Ausbau von der Arbeitsmedizin und für allem auch für die Schaffung von einem Service unik von der Arbeitsmedizin umgesetzt wird. Eine große Herausforderung gehen auch bei der Kontrolle an dem Respekt von der Arbeitsgesetzgebung, an den Sicherheitsbestimmungen an den Betrieben. Als ITM muss reformiert. Als ITM muss mehr Möglichkeiten kriegen, für das bestreiten zu können. Eine starke gesetzliche Verhandlungs- und Vertragsfähigkeit von der Gewerkschaft wird aber auch entscheidend gehen für eine fortschrittliche Entwicklung von der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Wir brauchen mehr Rechte für jeder, für sich ein Leben lang weiterbilden zu können. Und das nicht nur beruflich, aber auch kulturell, politisch, sprachlich und vieles anderes mehr.
Le GBL tritt zusammen mit dem Syndikat Erziehung und Wissenschaft für eine stark öffentliche Schule an und wehrt sich gegen alle Formen von Privatisierung von unserer Schule. Wir brauchen mehr wie eine Grundschule, ein Sekundärunterricht und eine professionelle Ausbildung, die nicht nimmen allkant a jugendlichen e gleichberechtigten Zugang gin, me die och iwwer dat notwendig qualifiziert Lehrpersonal verfügt fir eng optimal Ausbildung a Bildung zu garantieren. An noch fir beruflich vor der Weiterbildung verlangt den UGBL e stärkt an demokratisch orientiert Bildungswesen, wo sich der Staat zu seiner Responsabilität bekennt. Für die Organisation von der beruflichen Vor- der Weiterbildung brauchen wir Tripartitmodelle zwischen dem Staat und den Sozialpartnern, und wir brauchen eine solidarische Finanzierung. Aber kein an der Gesellschaft darf an der Bildung auf der Strecke bleiben, an am Wissen aufgehängt gehen, und dafür werden wir streiten und kämpfen als UGBL. Kolleginnen und Kolleginnen, als solidarisch öffentliche Pensionsversicherung als eng von den wichtigsten Errungenschaften von der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Kotisationsbeiträge von den Betrieben vom Staat für die Pensionen sind keine sinnlose Dépense, au contraire. Als Ausdruck von einer mehr gerechten Verteilung vom gesellschaftlichen Reichtum garantieren sie dem Salarié, den er ganz Leben geschafft wird, dass er am letzten Teil von seinem Leben menschenwürdig leben kann, dass er über das Ersatzkommens verfügt, für weiter gut leben zu können. Patronat will, dass das öffentliche Pensionswesen sich zurückentwickelt und dass Pensionen aufgebaut werden. Und die Europäische Kommission liefert Jahr für Jahr die ideologisch und politisch Futter für salariatsfeindliche Strukturreformen in Europa durchzuboxen. Und zwar über den Weg von ihren sogenannten Rekommendationen für die einzelnen Länder und damit auch für Lützburg. An anderen Ländern wird vom aktuellen schlechten Zustand von öffentlichen Finanzen profitiert, für die Attacke gegen die öffentlichen Sozialversicherungen zu reiten. Das Argument funktioniert allerdings nicht für Lützburg. Öffentliche Finanzen sind sehr gesund. Wir sammeln ein AAA no Männern an bei den öffentlichen Finanzen, die all Jahr am Plus sind, haben wir auch die Gesundheitspensionskäse mit bald 18 Milliarden Reserven. Es gibt hier am Land überhaupt kein Argument für irgendeinen Angriff auf unsere Pension. Weil es kein Argument dafür gibt, greift die Europäische Kommission an, die ja auch hinter Jahren zu einem Trick. Und den Trick als Behauptung, dass als öffentliche Finanzen langfristig nicht nachhaltig wären, weil die Kosten für Pensionen und für die Pflege am Alter aufgrund von der demografischen Entwicklung an das unbezahlbar herabgehen. Mittlerweile brauchen sie für die Behauptung ein Szenario bis zum Jahr 2070. Wenn es um hier Betriebe geht, will das Patronat mal nicht, was dann 3, 5 oder 7 Jahre wird lassen. Wohin halt an ihre Betriebe mit der Technik geht, wer was produziert wird, und wer was berufliche Qualifikationen wird.
wann der meist Pensionen geht. Da weiß Patronat ganz genau, was er 40 Jahre oder 50 Jahre wert lassen. Dabei weißt du ja gerade so wie die Europäische Kommission ganz genau, welchen höchstgradischen unwissenschaftliche Kabel sind das so langfristig Prognosen am Bereich von der Wirtschaft oder am Bereich vom Sozialen zu machen. Mit dem Zweck Hilfsmittel. Gerade so wie 2012 für die erste rechtsschrittliche Pensionsreform der Fall war, benutzen Sie die Jahre 2050, 2060 oder 2070 für unser Pensionssystem schlecht zu machen und umzugreifen. Sie brauchen die Rentenmauer. Die Rentenmauer, an die man 30, 40 oder 50 Jahre werden knüpfen. Eine Rentenmauer, die, wie wir da aus Erfahrung wissen, so funktioniert wie der Riebe. Immer dann, wenn die Menge, die wir nur kommen, lebt nice fort. Kolleginnen und Kollegen, was für den Index gilt, gilt auch für die Pensionen. Drottling als gezwungen, pappende Wäsche von unserem Pensionssystem. Die Partei, die lo zu diesem Thema mit diffusen Erwägen aus an den Wahlkampf gehen, hun etwas zu verstoppen. Etwas zu verstoppen, das nichts Gutes verheischt. Nimmen Klartext zielt. Der OGBL wird sich offen gegen die Parteien ausdrücken, die entweder nichts Konkretes dazu sagen oder sich offen für die Verschlechterung von unserem Pensionssystem ausdrücken. No GBL wird sich offen gegen die Parteien ausdrücken, die nicht ein positives Approach zu unserem öffentlichen Pensionssystem entwickeln, an die nicht erklären, dass den Rentenalter nicht aufgesetzt wird. Und das gilt auch für das Alter von der Retraite anticipée. Die überflüssige Pensionsreform 2012 trifft die Jugend an die jungen Generationen von Salarien am stärksten. Sie sind nicht die progressiv bis mindestens 15% am Jahr 2052 verlieren, wenn sie an Pension gehen. Durch GBL erwartet Luft von den Parteien, dass sie die Politik kritisieren, die 10 Jahren de Lobbyisten von den Assuranzen Antennen gespielt wird, an dem die kommerziellen Privatversicherungen auf Kosten vom öffentlichen Pensionssystem gefördert wurden, an das sogar mit öffentlichen Geldern. Durch die Arbeit von den Parteien, dass sie dafür antreten, dass die Automatismen aus dem Gesetz 2012 die Allokation de fin d'année an die zukünftigen Ajustementen menacieren, aufgeschafft. An Beitragserhöhungen dürfen nicht zum Tabuthema gemerkt werden. Am Tabuthema darf auch nicht das Deplafonnement von den Kotisationen sein. Wir erwarten von den Parteien, dass sie für eine Stärkung statt für eine weitere Schwächung von unserem Pensionssystem antreten, an, dass sie die salariatsfeindlichen Rekommendationen von der Europäischen Kommission auflehnen. Und ich begrüße an diesem Zusammenhang, dass gestern als Vizepremier an der Chambre sitzt, ein klar Aussage
gegen die Rekommandation von Brüssel gemacht wird. Aber was für die Rentenversicherung gilt, das gilt selbstverständlich auch für als Krankenversicherung. Just eine gute Krankenversicherung kann eine Zweitklasse-Medizin verhindern. Das obligatorische Konventionement von der Ärzteschaft muss aufrechterhalten. Die Leistungen von der Gesundheitskäse müssen ausgebaut werden. Die Investitionspolitik an die Infrastrukturen und an die technisch-medizinische Personalausstattung von unserem Gesundheitswesen muss fortgesetzt werden. Dieser Legislatur ist manches Positives geschieht, was notwendig war. So muss es weiter. An die Generalisierung vom Tiers per Jahr, an die Extension vom Congé de Maladie auf 70 Wochen müssen nach an dieser Legislatur zum Gesetz gehen. Und ich hoffe, dass wir an der Pflegeversicherung nach Solutionen mit der Regierung fanden. Der 7. Mai ist ein wichtiges Rendezvous. Da, wo es sich dann 4 Monate nach dem Ansatz von der Reform herausstellt, dass Probleme sind, müssen nach 4 Sommer gesetzlich oder reglementarisch Notbesserungen vorgenommen werden. Der GBL bleibt, was die Pflegeversicherung angeht, bei seinem Wort, mehr akzeptieren keine Leistungsverschlechterungen bei der Pflegeversicherung. Am Namen vom GBL, aber vor allem auch am Namen vom gesamten Pflegepersonal und dem Personal aus dem Sozialwesen will ich auch doch auf herheben, wie wichtig das war, dass am Verlauf von den ganz schweren Kollektivvertragsverhandlungen am Gesundheits- und Sozialwesen die Regierung ihr Wort gehalten hat, an dem Personal nicht an den Dreck gefallen ist. Der Streik konnte verhindert gehen. Und es ist sicher, dass die Abwertung von den Laufbahnen, die wir durchgesetzt haben, an all den kommenden Jahren sich als ganz wichtig erweisen wird. Und das Lützeburg von dem verschont bleibt, was beispielsweise an Deutschland oder auf Frankreich immer mehr klar geht, nämlich den de facto Pflegenotstand an den frustriert Personal durch Innerbesetzung und schlechte Arbeits- und Lohnbedingungen. Verschiedene Pflegeheimer wie zu Betebusch, zu Bachtring, an die von dem Zitagruppe probieren am Moment, da bis an die Lohnbedingungen von einem Teil von ihrem Personal zu verschlechtern. Den OGBL ist im Moment Martinen auf der Schlichtung. Und die heißen, kann ich just heute einen ganz warmen Appell machen. Respektiert die Rechte von ihrem Personal und verhindert Streikaktionen, die immer mehr kommen. Kolleginnen und Kolleginnen, der GBL hat 2014 Fortsetzung von der überflüssigen Austeritäts- und Spurpolitik bekämpft und massiven Widerstand gegen den sogenannten Zukunftspakt gemacht. Zusammen mit den anderen national repräsentativen Gewerkschaften gouf am November 2014 ein Aufkommens mit der Regierung unterschrieben. Den Zukunftspakt, der bekanntlich an erster Linie die Haushalter an die Kaufkraft getroffen wird, als durch den gewerkschaftlichen Widerstand aufgeschwächt ging, an die Regierung wird sich demnach zu einer Reihe von wichtigen Kompensationen verpflichtet. Verschiedene davon, wie beispielsweise die gute Reform vom Congé parental
sind umgesetzt. Andere, wie beispielsweise das von Mogibel gefordert Recht auf Teilzeiterbe bei gleichzeitiger Teilrente, leidet mittlerweile als Avantprojet de loi 4. Mehr eine ganz wichtige Aufmerkung hat die Regierung aber bis heute nicht umgesetzt. Wo bleibt das Gesetz über die periodische Anpassung von den Familienleistungen und der Entwicklung von Medien? Die Desindexierung von der Prestation familial an die Nichtanpassung und die Reallohnentwicklung haben seit 2006 zu einem Wertverlust bei der Prestation familial von über 30% geführt. Dieser Wertverlust ist nicht durch Checkservice, durch Schulbücher oder durch den Sprachenunterricht an der kleinen Kantität wettgemacht. Und das Regierung hat ab 2017 Kannergeld aufgesagt, ab dem 2. und 3. Kant, und wird auch nicht den Montant von der Allokation de vie chère herabgesagt, den Center 2009 am Stillstand ist. Vor allem die ernst Abkommenschichten haben das gespürt, dass der soziale Bilanz für sie bei weitem nicht den als Familienminister reden will, viel mehr. Und das ist ein Fakt, Kollegen und Kolleginnen, dass Sozialinegalitäten heute zu Lützburg zukommen. Wo bleibt als das wichtige Gesetz, zu dem sich die Regierung mit ihrer Unterschrift verpflichtet? Und wo bleibt die Antwort auf den Dringlichkeitsbrief, den OGBL und CGFP an dieser Sache am Februar und der Premierminister gemacht haben? Als das erweist, wie sich der Premier den Sozialdialog mit national repräsentative Gewerkschaften vorstellt. Mehr jedenfalls sind nicht bereit, diesen eklatanten Wortbruch zu akzeptieren an den OGBL. Fordert der Premierminister an die ganze Regierung op, für mit den national repräsentative Gewerkschaften an der kommenden Tage eine Solution zu finden. Wir erinnern noch die Regierung daran, dass das Revis-Gesetzesprojekt, den den RMG soll ersetzen, positiv amendiert wird, an dem Montant herabgesetzt wird. Kolleginnen und Kollegen, die Wohneinheit Lützeburg ist erwehrt, auch an den nächsten Jahren von unseren größten Problemen bleiben. Es fehlt Wohnraum, es fehlen soziale Wohnungen an vielen Haushalten, leiden unter der Last von den Loyern oder unter der Last von den Prämien. All Jahr geht zu von denen Ruf, die sich eine eigene Wohnung leisten können. NoGBL fordert eine ganz voluntaristische Politik, die nicht nur den sozialen Wohnungsbau mit allen möglichen Mitteln fördert, aber fordert auch eine offensive Politik gegen Bodenspekulation in Lützeburg. Weil die Preisspirale kann eben da gebracht, wenn Spekulation teuer geht, wenn es sich nicht mehr lohnt, mit dem Boden zu spekulieren. Und das geht just über Preiskontrollen und steuerliche Gegenmaßnahmen. Kolleginnen und Kollegen, der NoGBL tritt für einen finanzstarken Staat an, weil wir uns für den Wohlfahrtsstaat an den Sozialstaat ersetzen. Ein Staat, der über seine Sozialleistungen, über seine öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen all seine Bürger das bestmögliche Leben garantiert. Wir setzen uns an für einen finanzstarken Staat,
den iwwer eng stark öffentlich Investitionspolitik als Mobilität, als öffentlichen Transport, als Wohnen, als Schulen, als Gesundheits- und Sozialwesen, als Recherche und Innovation, als Kommunikations- und Informationsstrukturen an eng carbonarm Energiegewinnung an Nutzung für Haut, a für als Zukunft garantiert. A für Finanzstärken zu sinn, muss der Staat viel a genug Steuergelder rakriegen. Mehr viel a genug Steuergelder geht nicht durch. Steuerbelastung von den Bürger darf auch nicht ungerecht verteilt sein. Sie darf nicht soziale Inegalitäten vertiefen. Die Steuerreform von 2017 wird die steuerliche Mehrbelastung, die Zenter 2009 durch die Austeritäts- und Spurpolitik Dakommens an Kaufkraft von den Haushalten verschlechtert wird, zu einem guten Teil ausgeglichen. Dafür wird den UGBL die Reform unterstützt. Die Reform kann allerdings nicht für sich sparen, dass er zu Lützenburg mehr Steuergerechtigkeit gebracht hat. Sie hat nämlich an keinem Sinn die folgenden Probleme gelöst. Der nächste ist den, dass Betriebe immer mehr Steuern bezahlen. Der zweite ist den, dass Kapitalrevenuen immer mehr auf viel zu niedrig im Vergleich zu der Arbeit zum Lohnabkommen besteuert werden. Am dritten ist den, dass bei der Besteuerung von den Personen weiterhin die ähnlichen und Mitteleinkommensschichten gegenüber den höheren Einkommensschichten benötigt sind. Fiskalisch gesehen, als Lützenburg ein Land, das die Reichen was abhängt, und glücklich macht. Und das auf Kosten von denen an. Die nächste Regierung muss auf den Weg von mehr Steuergerechtigkeit tun. Ihr Status quo von der aktuellen Situation geht nicht durch. Seit 1985 bis heute ist der Besteuerungssatz von den Betrieben, von den Kollektivitäten von 40% auf 18% hochgegangen. Wenn die Solidaritätssteuer dabei rechnet, sind es 41,6% drauf auf 19,26% im Jahr 2016. Wenn ihr wisst, wie ganz Europa der Fiskaldumping bei betrieblichen Steuern, Finanzkapazität von einzelnen Staaten schwer hypothekiert, dann ist es nicht mehr normal, dass wir als GBL gegen die weitere Aufsenkung von der Betriebsbesteuerung ausschwätzen. Zumal, wenn ihr wisst, dass die Realsteuerlast für viele Betriebe weit unter dem offiziellen Satz liegt. Und wenn Betriebe mehr groß sind, wird es nicht schlimm ist. Wir dürfen als Lützenburg nicht zu denen gehören, die Spirale vom Fiskaldumping bei der Betriebssteuerung nach weiter umgreifen. Das löst kein Problem, das schafft. Das zweite große Problem ist die von einer zu niedriger Besteuerung von den Kapitalrevenuen nach praktisch all ihre Formen. Für was muss der Lohn viel mehr stark besteuert gehen, wie beispielsweise Dividenden. Der GBL fordert, dass Kapitalrevenuen der normaler Besteuerung in der Wurf gehen. Zwischen der Besteuerung von der Arbeit oder der Besteuerung von Kapital aus den Revenuen muss es zu einem Ausgleich kommen. Der GBL stellt auch die Legitimität für das fiskalischen Extraregime auf Frage, wie beispielsweise die Extrawurst, die bei den Stock Options besteht. Sie muss restlos aufgeschafft werden. Ein drittes Problem ist, wie gesagt, dass bei der Personenbesteuerung weiterhin die ähnlichen Mitteleinkommensschichten mehr belastet gehen wie die Höchsteinkommensschichten.
Bei den nächsten muss Steuerprogression die Steck wäschgeschlafen gehen, aber bei den zweiten muss sie verstärken. An noch einen guten Teil von der Steuerreform. Was passiert? An noch einen guten Teil von der Steuerreform wäre kein real Steuerlicht, aber just ein Ausgleich für die sogenannte Kahlprogression, die seit 2009 Steuerlast abgegriffen wird. Dafür fordert OGBL, dass die Steuerbare automatisch und die Inflation angepasst wird, wie das bis 1996 der Fall war. Kolleginnen und Kolleginnen, Zukunft kann die schaffende Leid viel neue Perspektiven aufmachen. Sie kann sie aber auch zumachen. Wenn die ihren für neue fortschrittliche Perspektive für sich und für seine Familie abstößen will, der braucht eine starke Gewerkschaft, die handlungsfähig an die kampfstark ist. Zuletzt gilt nicht mehr eng so eine Gewerkschaft, die all die Qualitäten hat. An 11 Monaten für die Sozialwahlen kann es für die schaffenden Leute dafür nicht mehr E-Message geben. Stellt euch all 100 der stärksten Organisation. Stellt euch all 100 die einzige Organisation, die für den Einheit von der Salareinheit zu Lützeburg antritt. Mehr wie je, als das der Schlüssel zum Erfolg. Gewerkschaftssolidarität von allen schaffenden Leuten aus allen Berufen und Qualifikationen, ob aus dem öffentlichen oder aus dem privaten Arbeitsbereich, ob Mann oder Frau, ob Lützebäuer oder Ausländer, ob von Hai oder von 100er Grenze, als der Königsweh an eine gute Zukunft für uns alle. Engagiert ihr am OGBL, am Mathe-OGBL. Gibt ihr an alle Betriebe die besten Kandidaten und Kandidatinnen für Delegationswahlen, macht einen engagierten Wahlkampf an den Betrieben. Für eine starke OGBL, für die einzige Kraft, die die Machtbestimmung an den Betrieben für die Leute auch wirklich umsetzen kann. Er gibt dem OGBL all ihre Unterstützung für die Nationalwahl von der Chambre des Salariés. Die absolute Majorität vom OGBL hat an all den letzten Jahren dem Salariat hier zu Lützeburg ganz viel Positives gebracht. So muss es weitergehen. All die, ob als Teil von der Politik oder als bestimmte Patronatskreise, die dem Salariat seine Errungenschaften vorstellen wollen, wünschen sich bei den Sozialwahlen 2019 nicht mehr etwas. Eine Schwächung von der stärksten Gewerkschaft von dem OGBL. Dafür muss an der Chambre des Salariés etwas Großes passieren. Dem OGBL, seine absolute Majorität, muss noch weiter ausgebaut gehen. All Stimmen für eine andere Gewerkschaft als nicht nur eine verlorene Stimme, mehr eine Stimme, die Kraft zum Salariat heute zu Lützeburg schwächt. Für den Frieden und Demokratie, für sozial Europa, für sozial fortschrittlich Lützeburg, für eine gute Ausbildung, für eine gute Arbeit und eine gute Einkommen, für eine gute Sozialsicherheit, für jeden. Dafür treten wir an, wie als Sektion die Feinen, wie den OGBL und wie als den 1. Mai.